Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama. Moderiert aus Bern. Wir haben heute folgende 3 Beiträge für eure Sendung. Eine Emmentaler Erfolgsstory. Ein Berner ist ein Rekordweltmeister im Käsemachen. FC Thuns Bamert im Duell mit dem Ex-Verein. Und ein Berner ist jetzt offiziell Astronaut. Am wichtigsten Käsewettbewerb der Welt ist der Michael Speicher zum 4. Mal zum Käsekönig gekrönt worden. Die Nationalrätin Katja Riem hat Exponenten aus der Käsebranche und Politik eingeladen. Der Max Saladin war vor Ort. Auf dem Tisch hat gesagt, ja, aber mit dem hat er verloren. Daran gewonnen, das tut man sich auch nie. Weil das ist eigentlich so etwas Außergewöhnliches, dass man das gewinnen darf. Dass man sich da sicher nie daran gewöhnt. Es ist jedes Mal ein bisschen anders. Und wenn man dann sieht, wenn man eine Preisverleihung ist, das ist so ein einmaliges Erlebnis. Und die dort träumen, dass sie den Titel einmal gewinnen dürfen. Und wir haben den schon 4 Mal gewinnen. Das ist etwas ganz Schönes. Ja. Also für einen selber ist es sicher eine Bestätigung, dass man die Arbeit, die man macht, dass man die gut macht. Und für das Marketing ist es sehr wichtig. Es ist ein bisschen schwierig, dass man die Aufmerksamkeit der Journalisten gewinnt für etwas Gutes. Etwas Negatives ist ein bisschen einfacher. Weil es am Schluss eben uns nachher hilft, den Käse zu präsentieren. Und auch den Leuten zu sagen, was wir eigentlich für gute Käse haben in der Schweiz. Und dass man sich halt vielleicht eben etwas Gutes gönnt. An Weihnachten kauft man auch irgendwie einen Lachs für 80 Franken. Und dann könnte man sich vielleicht auch einen guten Käse leisten, der halt ein bisschen mehr kostet. Oder? Aber einer, der auch Berndeutsch. Wir haben gewonnen in der Kategorie Extra Aged, älter als 9 Monate, Hartkäse. Wir haben eine Einladung bekommen auf Wisconsin, um den Preis abzuholen. Das ist sehr ein glamouröser Anlass, also mit 500 bis 600 Gästen, mit Nachtessen und grosser Rangverkündigung. Also ist wahnsinnig spektakulär. Für mich ist es eine grosse Ehre, dass ich dort reisen den Preis holen und dann auch wieder zurückbringen zu meinen Eltern, weil wir machen das zusammen. Ja, das macht mich stolz, dass ich den heimbringen durfte. Ja. Ja, es ist cool zu sehen, dass ein Schweizer Produkt auf dem Weltmarkt sich so präsentieren kann und einfach so einen Preis abräumen kann. Das ist eine lebenslange Leistung. Die Käser arbeiten ja immer wieder daran, viele daran, das Produkt, den Käse ein bisschen besser zu machen, vielleicht noch ein bisschen spezieller, noch ein bisschen schmackhafter. Und das ist dann wirklich eine Riesenleistung, wenn man so einen Preis abholen kann. Und vor allem das 4. Mal ist schon noch mal wie ein Trumpf oben drauf und ist sicher ein absoluter Wahnsinnsjob, der da gemacht wurde. Ich durfte vorhin beim Buffet vorbei. Ich habe gerne Mildenkäse und er ist nicht allzu rezent und darum gefällt er mir sehr gut. FC Thun oder FC Sion? Wer schafft am Ende der Saison den Sprung in die Super League? Mein Kollege, der Manuel Moser, hat sich mit dem FC Thun-Verteidiger Jan Bamert unterhalten. Für ihn ist klar, sein jetziger Betrieb gehört ins Oberhaus des Schweizer Fußball. Wer wird Meister in der Challenge League und wieso? Thun, weil wir jetzt noch alle Spiele gewinnen bis zum Schluss. Falls es nicht langt für den Meistertitel, Barrage ist auf sicher. Wer tätest du als Gegner wünschen und eine Erklärung dazu? Ich ehrlich gesagt möchte jetzt gar nicht über das reden, weil es ist halt noch früh und es ist auch nicht unser primäres Ziel. Und ich glaube schlussendlich, falls der Fall eintreffen, dann nehmen wir den Gegner, der kommt. Also sind alle schlagbar? Es gilt, alle zu schlagen. Ja, du bist ein paar Jahre in Sion, hast dort gespielt. Mit was für Spielern hast du noch Kontakt oder tauschst du dich vielleicht auch aus? Momentan, also von den Spielern, die jetzt bei Sion sind, habe ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr, weil viele, die ich halt auch länger zusammengespielt habe, sind auch nicht mehr im Verein. Darum jetzt auch bei den 2 Auswärtsspielen den meisten Kontakt habe ich eigentlich mit den Funktionären gehabt, oder Leuten, die langjährige Mitarbeiter sind, die ich auch eigentlich über meine ganzen 5 Jahre dort gekannt habe. Wir schauen ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du der FC Thun
in 3 Jahren und was ist deine Rolle denn beim FC Thun? Es wäre schön, wenn ich in die Zukunft schauen könnte, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so gut wie möglich aufgestellt, wahrscheinlich oder hoffentlich dann auch in der höchsten Spielklasse, also in der Super League. Und wo ich mich dann sehe, das werden wir sehen. Soweit Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft für Spieler, für Vereine. Und darum tun wir gut daran, jetzt einfach Spiel für Spiel nehmen und diese Saison schauen und alles, was nachher kommt, kommt nachher. Wenn du irgendeinen Spieler aus der Super League oder vielleicht sogar international aussuchen könntest, wo du gerne mal zusammenspielen tätest, wer wäre das und eine Erklärung dazu? Es gibt so viel, aber wenn ich jetzt einfach einen müsste nennen, dann, weil er jetzt halt auch noch aktiv ist, der Messi, weil er wahrscheinlich oder für einige der beste, für uns, die in dieser Zeit haben können erleben, der beste Spieler aller Zeiten ist. Als Verteidiger wahrscheinlich lieber mit ihm als gegen ihn, oder? Genau. Marco Sieber hat seine Ausbildung zum Astronauten bestanden. Er gehört jetzt offiziell zur Europäischen Weltraumorganisation. Im Bericht der SDA redet er über seine Ausbildung und zukünftige Herausforderungen. Ich kann Sie jetzt offiziell Astronaut nennen. Wie fühlt sich das an? Ist das schon so wahrgenommen? Ja, es ist natürlich für mich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und jetzt mit dem Diplom als Astronaut ist so ein bisschen wie ein neuer Lebensabschnitt, der anfängt. Wir haben jetzt da die Grundausbildung abgeschlossen und sind jetzt offiziell bereit für Raumflüge, Flüge auf die ISS oder weiter weg ausgewählt zu werden. Und ich bin zwar der Meinung, dass richtig Astronaut ist man halt erst, wenn man wirklich auf die ISS oder in den Weltraum geflogen ist. Aber es ist natürlich ein grosser Tag für mich und auch für die ESA und für die Schweiz. Ja, für mich ist eigentlich die ganze Ausbildung ein Highlight. Ich habe alles unglaublich spannend gefunden. Natürlich hatte ich so bei den mathematischen oder ingenieurstechnischen Fächern ein bisschen weniger Vorsprung gehabt. Das heisst, dort musste ich mehr lernen und mehr dahinter gehen. Und für mich sind natürlich die praktischen Sachen habe ich sehr gerne gemacht. Zum Beispiel Survival-Training oder Tauchtrainings, all die praktischen Kurse, die wir hier hatten. Und die Parabelflüge zum Beispiel, die wir hatten, in diesem Flugzeug, wo man Schwerelosigkeit hat erlebt. Das war so ein bisschen die Highlights. Und natürlich die Leute. Also hier die Leute an diesem Ort und auch meine Klassenkameraden und Kameradinnen, wir haben wirklich sehr gutes Verhältnis. Es macht Spass. Auf was freuen Sie sich jetzt am meisten von dem, was jetzt kommt? Ja, ich freue mich noch auf die weiteren Trainings, weil es gibt noch viel zu lernen und es interessiert mich. Darum die weiteren Trainings bin ich sehr gespannt drauf. Dann geht es so irgendwann auf Houston. Dort haben wir dann auch die sogenannten Spacewalk-Trainings in diesem riesigen Pool, wo quasi die ganze ISS drinnen versenkt ist. Das muss auch unglaublich spannend sein. Und jetzt freue ich mich natürlich auch mal zuerst ein paar Tage noch frei zu haben und ein bisschen durchzuschnaufen. Und was macht Ihnen am meisten Angst von dem, was jetzt kommt? Ja, Angst habe ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich vertraue den Organisationen, der ESA, der NASA und allen anderen Weltraumorganisationen und vor allem den Leuten, die dahinter stehen. Also alle Leute sind da extrem engagiert und motiviert am Arbeiten. Und darum ist das eigentlich auch sehr ein sicheres Business. Natürlich bleibt da ein gewisses Restrisiko, aber da werden wir darauf vorbereitet. Und ich glaube, am meisten Angst ist so ein bisschen das Ungewisse, oder wenn es weitergeht, wenn man wo ist. Man kann das Leben nicht immer so super gut planen. Das ist wahrscheinlich für mich das Schwierigste, aber ich glaube, das kommt gut. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer unter www.plattformj.ch. Jetzt geht es noch weiter mit dem Wetter mit den Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Erlebnisferien. Made in Bern.
Und täglich grüßt das Murmeltier und auch das wäre bestimmt schon frühlingsreif. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern zum Start in die neue Woche. Ja, grosse Lust auf eine Veränderung scheint der Petrus derzeit an einer Grosswetterlage nicht zu haben. Nach wie vor ist die Luft im Alpenraum feucht, kühl und labil geschichtet und das Temperaturniveau bleibt für die Jahreszeit weit unter dem Durchschnitt. Seit dem Wetter zeigt sich der Dienstag ähnlich wie der Montag. Es gibt viele Wolken. Auf Auffälligen können wir uns am ehesten im Seeland erfreuen. Aus der Nacht heraus ziehen sich Niederschläge in den Vormittag hinein. Der Schwerpunkt liegt im Oberland. Lokal gibt es einen leicht angezuckerten Start. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 bis 700 Meter. Und es wird zwar kalt, durch die vielen Wolken und die Beise erwarten wir jedoch höchstens ganz lokal leichten Frost. Am Nachmittag ändert sich optisch wenig. Die Schneefallgrenze steigt auf 600 bis 800 Meter. Die Temperaturen erreichen rund 6 Grad. Dazu blasen mässige Beise und die macht es nicht angenehmer. Auf 2000 Meter liegen die Werte bei -7 bis -6 Grad. Dazu geht ein mässiger Nordostwind. Ja, bis am Donnerstag geht es mit dem wechselhaften Wetterstil weiter. Die Schneefallgrenze pendelt ab 500 bis 800 Meter. Und dann haben wir die kühl und feuchte Grosswetterlage geschafft. Auf den Freitag zeigt sich das Wetter freundlicher und in allen Höhenlagen milder. Wir können uns am Wochenende auf einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken freuen. Die Temperaturen zeigen euch endlich wieder frühlingshaftere Werte an. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.